Ekran! Ekranen geef dich op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennenlernen. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u van de bent en die radio eingeschaltet hast. Ook voor die wat op YouTube zijn, welkom tot het programma. Ik zie Eduard Giesbrecht en met mij heb ik hier Ebhora, de pastor hier van Villanueva, wo we ook wonen, maar wo we ook de kerk wonen nu krijgen. En we reden al veel programma door over geld. So, en wie wäre nicht eingekommen, weil ja, das schien so, das schafft nicht in einmal. So, was wir geredet haben, kostet das einmal sein, was wir vielleicht mal ungefähr geredet haben. Jo, ich glaube, wir sehen uns das erste, das Geld ist, wo wir eigentlich heute nicht sehr viel von reden wollen. Wenn es dort irgendwas privat dort wollen wir nicht allem verhalten. Das kann mit anderen wirklich nicht, was ich mit meinem Geld tue. Aber Gott hat uns dort gegeben und das ist nicht was Gutes oder was Schlechtes. Geld ist bloß. Das ist so, was wir können brauchen, um uns die Dinge anzutun, die uns wichtig sind zum Leben. Und das ist wichtig, dass wir dort brauchen, dass einem das ihr bringt. Aber das Geld an sich selbst ist nicht gut oder schlecht. Dann reden wir ein bisschen von, wo kommen wir zu Geld? Und wir sehen uns dort, wir müssen dafür schaffen, wenn wir versuchen, auf irgendeinen Weg das bosig zu tun, so dass irgendwo sehr bosig topkommt, meist einmal verschwingt das dann auch sehr bosig. Und reden wir von, dass wir sollen schaffen, beständig das Geld verdienen, sodass das kann ein Bett auf einmal abbühren. Und dann kommen wir zu viel Geld, wenn wir beständig für eine lange Zeit dabei sind und verdienen Geld. Mal reich, wenn es noch wenig ist. Sí. Und wenn es dann mehr ist, dann ja, plus. Du noch mehr, nicht so? Jo, Gott sehnt, wenn wir treu sind, und einzig muss ich mit mehr Geld. Sí. Und wenn wir dann erst all das Geld haben, dann hielt sich das, wenn es nicht sehr rief oder ist, aber wenn einer dann erst die Geld gekommen ist, dann ist die nächste Frage, was tue ich mit meinem Geld? Oder was tue ich mit dem Geld, was ich nu habe? So, was kostet du zu sagen? Das erste, glaube ich, muss wie wahr sein, Gott muss Nummer 1 sein. Wir müssen dort an sein und tauschen und verstehen, dass Gott das Wichtigste ist in meinem Leben. Und wenn ich dort wirklich verstehe und wirklich glaube, dann kann ich Gott vertrauen, dass er mir was versorgen mit dort, was mir fehlt. Ja. Und dann, wenn ich dort tue, dann kann ich ansehen, dass all das Geld, was er mir zukommen lässt, es sind und ich brauche das zu seine Ehe. Vorhin habe ich in der Bibel gehört, dass 10% soll wie in der Kirche geben, oder Gott geben, oder irgendwas, und dann 90 es meint. Mag wir wirklich 10 geben, oder wie viel es meint, oder wo schafft das reich? Nicht es meint. 100% es Gott sind. Okay. Ich sehe Gott sind und alles, was er mir anvertrauen, der es auch sind. Ich bin bloß ein Verwalter, wer dort brücken kann, was er mir anvertraut hat. Als wenig oder viel, das alles sind, und dort soll ich dat soll ich op zo'n weg brauchen, dass er dort mit zufrieden ist. So, aber wat kommt das dann so mit den 10%, oder wo vielleicht geben muss, oder wo schafft das erreicht? Soll ich 10%, oder soll ich bloß, dass mein Hort mir das sagt, oder bloß, wenn mir das jankert, wo soll ich geben, oder wo soll das schaffen? Im Neuen Testament finden wir noch nicht in Gesetz, was er sagt, wo viel. Okay, dann brauche ich nicht, oder was? Na, wenn du nicht mit Gottes dort reinfängst, dann verkauft so. Im Alten Testament war das klar geschrieben, wo viel. Und das wäre irgendwo 20%, andere mal 10%. Aber im Neuen Bund haben wir nicht so. Dann sagen wir, nicht in ihrem Gesetz. Jesus sagt, das Gesetz hat er verfehlt. Das brauchen wir nicht mehr. Aber das sagst du den Tiendel. Wo kommst du dann ab 20%? Die mussten der erste Part von ihrer Art, jedes Mal, wenn die eine Art anbrachten, sollen die erste 10% nur im Tempel bringen. Dort wir. Das sind 10%, okay. Sodass der Gottesdienst wo da sind. Okay.
dat Huis moet ongehouden en al die dingen. Dan weer nog einmal 10%, wat er soll für den Priester gebracht worden, dat er eten kann. Noch einmal 10%? Ja. Okay, 20 auch. En dan alle 3 jaar nog einmal 10%, om een groot fast vieren, zodat die kunnen alle top voor 7 jaar. Die hadden ja allemaal eerder fasten voor 7 jaar en die hadden veel eten en zo wat. Dat moest ook betoeld. En dat kwam van nog einmal 10% alle 3 jaar. Also dann dort alles top jaft dann all ziemlich Ende 20% irgendwo. Ja. Also, und wie hat das irgendwo so dann mal abgenommen? Wie hat du einmal 10 gelesen, dann habe ich dort gemerkt 10% vorig, oder was? Eens wat habe ich es dort verstanden, ja. Aha. Aber im Neuen Testament sagt das noch nicht so viel. Wir sind nicht mehr in ihrem Gesetz. Okay. So, nu habe ich nicht mehr gesagt, wo viel ich geben muss. Wo viel würde dann gut sein, dass ich gebe das? Oder wo kann ich das dann als Christ nu weiter? Wenn ich nur das ganze alte Gesetz kicke, dann sage ich, Jesus sagt immer, je haben gehört, dass der Tojanität gesagt wird, aber ich sage, und dann nimmt er ein Gesetz. Und zum Beispiel, das sagt, du sollst nicht tot machen. Und dann sagt Jesus, aber nu sage ich, wenn du dem Bruder da bist, dann bist du unschuldig für ein Gerecht zu kommen. Und dann merkt er das Hecher. Wenn er redet von Ehebrach, dann sagt er, du sollst nicht Ehebrechen, aber nu erst das Hecher. Wenn du bloß an den Gedanken all recht bist, dann hast du alle Ehebrechen. Immer wenn Jesus das Alte Testament versagen mit was nicht, dann sagt er das Hecher. So ich nehme das so an, das schafft mit Geld kriegt so. Wenn wir erst nicht mit dort die Satz arbeiten, was er sagt, 10% und 10% und was immer, dann würde es nicht Hecher sein. Aber das Neue Testament sagt bloß, wir sollen gehen beten darüber und sollen mit Gott uns einig werden, eine Sache, was wir geben wollen, und dann soll wir dort beständig treu geben, so wie wir am berät haben. Und ich glaube, wir sollen wenigstens 10%. Ich glaube, das ist eine sehr feine Nummer, 10%. Wenn du 100 verdient hast, 10 aufgeben und 90 hast, dann verbrücken. Ich weiß auch von Zeugnissen, wo Menschen, auch besonders junge Menschen mir gesagt haben, dass ich kann nicht sehr gut lohnen, das will aber nicht ausreichen, meine Tollinge haben sich dann vielleicht ein Motor, ein Fahrzeug oder was gekauft, und ein Lohn, und da will ich ausreichen, dann sehe ich mal Gott, ich will jeden Monat 10% von meinem Lohn tun. Wenn der wird mir das gibt, das erste nehme ich 10% weg und gebe das noch Gott rein. Und wo sie auf einmal haben mehr sehen, erfahren, und das auf einmal immer geblieben hat. Dann habe ich auch Menschen hier, die haben das ganz anders getan. Die haben gesagt, wenn alle Menschen von 90 und von 10% reden, sie würden 90 geben und 10 für sich holen. So. Ja, auch von so einem hier. Die haben das dann umdrehen. Und dann sehen Gott da noch. Ja, und die haben dann haben Gott zu leben. So, wenn ich dann nur 10% weil muss er hat 10% aufgegeben. Oder einzige dann vielleicht 15, oder einzige beide dort durchhin kommen sie wel ab 8% oder 5%. Aber was immer sie dann mit Gott sich berät hat. So, dann bleibt dann von meinen 100 bleibt 90 eben, dann kann ich mir ein das Leben leben. Das will ich dann wieder. Wir sehen uns erst, dass alles geht Gott an. Oh, okay, da habe ich aber mehr viert. So, die 90, das sind auch noch nicht meine. Ich sehe Gott sind, ich soll für Gott leben, und dort, was er mir anvertraut hat, das soll ich so brücken, dort mit dort passt, was er in mein Leben geplant hat. So, dann soll ich die 90 auch noch gebetsvoll durcharbeiten, krieg, wo ich die brücken will. So, wo wusste der Mensch, wo konnte er dort durcharbeiten, oder wo konnte er darüber nachdenken, wo Geld zu verbrücken, nur Gott sein Weg? Na, das erste, erst das unsere Pflicht, dass wir unsere Familie versorgen. Besonders ich als Mann, wenn ich das Geld verdiene, dann ist das meine Verantwortung, meine Familie zu versorgen, dass die zu leben haben. So, die fehlt Eten, die fehlt Kleider, die fehlt ein Dach, die fehlt irgendwo Schutz, die fehlt all diese Dinge, die Motten sind im Leben. So, das wird das erste sein, wo ich würde noch gehen. Und dann von dort wieder, dann fehlen noch einmal so eine Dinge, dann fehlt uns irgendwo hinzukommen. Wir machen wohin fahren, wo wir die Dinge kaufen können. Dann fehlt uns ein Fahrzeug. Vielleicht kann ich nicht kurz ein Fahrzeug kaufen, dann muss ich vielleicht ein Taxi annehmen oder was immer. Dort braucht Geld. Dort wird alle durchgehen. Und dort den, was ich brauche, dort das erste für die Familie versorgt. Wann da soll was bleiben, wenn Gott Meier jaft, einmal dann dort ewige, dort dann war er. Gebetsvoll durcharbeiten, wo soll ich das brauchen? Und eins zu denken dann, soll ich dort dann alle weggeben? Jesus sagt, das ist alles verkehrt, wenn die Arme das geben. Und einmal verlangt Gott dort. Aber nicht immer. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dort mit Gott durcharbeiten.
En dan zoals hij lengt, dat we dat dan doen. So, wo kann ich dann nu een plan merken dat geld mal so teurig wens? Verken dat bij meest alle mensen wel dat allemaal niet teurig dat verken naar hier ik dat als dat wel sehr weit überbleiben. Wo kann ich planen dat het geld mal teurig? Er zijn verschillende wijzen dat te doen. Eentje die doen met kwarks. Dit kwark is voor het eten en dit kwark is voor het licht betonen. En met kwarks, dan dat alle krijg aandelen zoveel veel met jeder. Ik dan meent opschrijven, plannen zoveel wat met deze maand. Jeder maand veel voor mijn licht en voor mijn telefoon betonen en al die dingen. Schrijf ik dat dan in. De andere column, die doe ik dan. Hoeveel eten wordt dat gebruikt? Hoeveel wordt mij veel om voren? En hoeveel wil ik taxtool maken? En hier gebruiken we vielleicht nicht so sehr reden von Tax, aber in Kanada und States und so was, dann wird immer Tax getun. So, all die verschiedenen Dinge planen und das Geld andelen, so dass das in den Post. En, aber vielleicht noch einmal ein bisschen evaluieren, wann du irgendwas kommt, was wir nicht ungedacht haben. Sicher. Wir machen planen, da wäre das ein Tag, dann weil ich vielleicht nicht schaffen kann. Dann fall ich vielleicht an und breche mir ein Bein oder irgendwas, und dann kann ich für einen Monat nicht schaffen und dass ich da noch wohl leben kann. So, wir machen immer ein bisschen extra irgendwo. So, in all das, was wir nu über Geld geredet haben, dort, denkst du dann, haben wir dort noch einmal heilig und dort erst in den Kirche geredet? Ich glaube das erst. Die Bibel redet mehr von Geld als von Himmel und Halt hoop. So, dann, ich glaube, dann habe ich in der Kirche auch von Geld geredet. Ich glaube so, ja. Ich fand das auch sehr gut. Du hast zwei Predigten an dort, wo wir auch zwei Programme von gemerkt haben. Und ich habe selbst sehr viel gelernt und das hat mir auch Mut gemerkt, dass ich zum Beispiel bis mir viel kriege in der Planerie, ein bisschen mehr, dass ich, wenn es plane da, dass ich an arbeite da und auch, dass ich ein bisschen mit Regnen dort schaffe, bei mir nicht so gut als bei meiner Früh, dass ich mich dort liebe, ein bisschen besser zu regnen. En dat ik wijs mijn geld gebruiken doe. Ik geloof wijsheid is ook wat sehr wichtig in dit Ganze. Ja. En Gott sagt, wenn wir ihm das geben, das sagt in Malachi Kapitel 3, Vers 10, prüft mich damit auf, sagt der Herr, der alles regiert und fängt ut, auf eigentlich, wo ihr den Himmel aufmerken und sehen, Schaden, was rannt. So, wenn wir ihm vertrauen, dass er was genug geben, dann haben wir das so gebrochen, dass er das verlangt, und dann wird er dann sein, dass wir genug haben. En wie zal dat vind ik zo goed, dat wanneer we met Amtop arbeiten, wo du in Sehen kommen, das ist, was das hier kriegt, sei das. Ich habe so viele Belege, wo man allein hat, gesagt, das sehr und sehr terrakere. Und das schien sich so, das kommt nur nicht an. Wenn man einmal mit Gott anfängt, dann was die Sache für uns sehr ganz anders. So, vielmal Dankeschön, Pastor Abe, für diese Vier, auch für die mutmerkende Rede, ich weiß nicht, was ich das soll sagen. Wir sind das so nicht gewarnt von Geld, auch über das Programm nicht zu reden. Aber für mich ist es mutmerkend und herausfordernd, mehr von Gott zu lernen und weise zu werden. Dankeschön für die Gelegenheit. Das hat sehr schön gemacht. Auch so möchte ich die, liebe Tauhira, Gottes Segen wünschen und auch, dass du kannst planen und beten über Geld, wenn du all befreit bist. Ich weiß, viele von den Tauhira sind Jugendliche, aber wenn du all befreit bist, dann red mit deinem Partner sehr viel über Geld, weil ich das brücken will, das ist sehr wichtig. Und so sind ein Teil Sachen, was ich auch gesagt habe, was ich kann anwenden in Geld leben, in einer mit Geld umzugehen. So, möchte Gott die segnen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche weiter. Gott segnen. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.